Gott macht bereit für Weihnachten. Ich nenne nicht das, wenn ich glaube, dass Weihnachten ist ein Gott gegebener Heldendag. Weihnachten hat eine interessante Geschichte, wo wir noch mal einen Tag vertellen. Aber was ich will sagen mit das ist, dass Gott hat einen Plan. Gott ist nicht bloß ein Gott, was auf der Welt gemerkt hat, hat er dort im Drehen gemerkt und er sagt sich dort und lässt alle entwickeln. Und so Gott hat einen Plan und wir wollen in den nächsten 3 Botschaften, weil wir nur dort checken. Ich will von der reden von ein Versprechen gegeben. Das war die Botschaft an. Und so wir wollen checken, wo hat Gott geschaffen. Nächste Sonntag will ich reden und ein Versprechen geholt. Und der dritte Sonntag und ein Versprechen zu holen. Und so, da sind noch viele Versprechungen, was Gott gibt, was noch nicht sind in Erfüllung gegangen. Und so, da wollen wir ein bisschen von reden. Ich will Ihnen ein Bild wiesen hier von einem Football-Flag oder Field, wo wir sagen, wo sie Football spielen. Ich weiß nicht, wie viel Sie kennen von Football, aber von der wollte ich Ihnen mal ein bisschen vertellen von Football. Ich nenne einmal das Heiner-Game. Die von Ihnen, was hier euer sind, die haben mich hier reden von das Heiner-Game. Die Ursache, dass ich dort ein Heiner-Game ist, weil meine Großmama, als ich ein kleiner Junge war, dann wie ich viel beernt, und sie dort Heiner fordern. Hat sie ein Armetje mit ein bisschen Trägbanner, warten und streiten, dass sie in die Heiner, die flogen alle taub auf einen Klampen. Und dann einmal hat eine Hahn was zu holen, und dann auf der Mann und der andere Heiner, die hängen an. Und so, das was ich meine mit einem Heiner-Game. Das, wo Football ist. Und die wundern immer, wo so haben die sich da alle auf einen Klampen haben. Das würden die kleinen Jungs auch kennen, nicht? Und so, weil die ein paar Regeln sagen von Football. Football haben 4 Ziele, können wir sagen, ein Footballteam. Ein Ziel ist, das erste Ziel ist, sie wollen den Ball 10 Yards wieder moven. Wenn die auf das Bild sehen, da sind die Läden, und die sind 10 Yards in ein. Und so, was ihr Ziel ist, das Team, was den Ball hat, die setzen da mal mit so vorne nicht und dann haben sich alle auf einen Klappen haben. Das sind zwar ich glauben. Aber was die versuchen zu tun, ist den Ball 10 Yards wieder moven. Sie haben 3 Mal, wenn sie 3 Mal können das tun, dann können sie frisch anfangen. Wenn sie nicht 3 Mal können, machen sie den mit dem Fuß knallen und andere ein, dann hat der andere Team mehr Ball. Aber das ist, was die versuchen zu tun. So, das ist das erste Ziel, was ein Footballteam hat, 10 Yards wieder moven den Ball. Das zweite Ziel, was sie haben, ist, sie wollen einen Touchdown haben. Ein Touchdown nehmen sie das, wenn sie den Ball bei den Ein kriegen. Dann kriegen sie Puntos. Und so das ist ihr Ziel. So immer 10 Yards wieder und 10 Yards wieder und dann bei den Ein. Und dann, wenn sie den Donant kriegen, dann haben sie Puntos. So das ist das zweite Ziel. Das dritte Ziel ist, sie wollen das Game gewinnen. Sie wollen, wenn sie ein anderes Team spielen, sie wollen gewinnen. Das vierte Ziel ist, sie wollen das Super Bowl gewinnen. Sie wollen das erste Team sein in den States. Und so, Gott schafft ein bisschen so ein Football-Team. Vielleicht wisst ihr das nicht. Du meine ich nicht, dass er sich wo im Klappenhand heft. Aber Gott schafft Staubwies, können wir sagen. Und so, ich will das Beispiel bringen von einem Football-Field, einem Football-Team, und sagen, dass Gott schafft von Paradies nun Paradies. Weißt du, wenn wir in der Bibel checken, Gott sein Anfang mit dem Menschen wie im Paradies. Und Gott sein Eng mit dem Menschen sozusagen, dann kommt die Ewigkeit, aber dort ist ein Paradies. Und so Gott sein Plan sozusagen, und ich dachte, das Football vielleicht das von eng bei eng so, von Paradies zu Paradies. Und so, das will Gott schaffen, und das wird Gott sein Plan ist, dass er will uns in der Ewigkeit nehmen, er will uns drehen Paradies. Ich habe ein Buch, wo der Schreiber noch von dort redet, von wo Gott plant, wo er die will drehen Paradies. Wir haben Paradies verloren durch Sinn und so weiter. Und so, wir mussten da raus. Aber Gott sein Ziel ist drehen dahin. In Epheser Kapitel 1, Vers 4, in Vers 11, da sagt Paulus das, Wils euer heide Welt den Grund legt, hat er uns bestimmt in Christus seine heilige, aschelige Kinder zu sein. Und so was das sagt, ist, dass das sind Dinge, wo wir uns Menschen Verstand meist nicht herumkriegen. Aber das, Paulus sagt, in durch den Heiligen Geist gedreven, er sagt, für Gott diese Welt mir, für die Grundgelegt ist von der Welt, dann hat Gott allen Plan, dass in Christus wirst du heilig sein. In Christus wird er dir raten. Und so in Christus wird wir seine Kinder sein. Er sagt in Vers 11, das ist, in Christus hat er uns im Verrüt bestimmt, seine Ohren zu sein, so dass er dort geplant hat. Und er führt alles so aus, als er das will.
Und so wir sein hier in das Vers Gott sein Plan. Er hat geplant, er führt es durch. Er moved den Ball sozusagen 10 Jahre wieder und 10 Jahre wieder. Und some von uns wundern, wo ist Gott? Und weißt du, vielleicht habe ich eine Täuschung in ihrem Leben und die wundern, like, wo ist Gott sein Plan für mein Leben? Und so, Gott moved wieder. Einmal sagt so, der Ball, der moved 3. Dort hat beim Football auch so. Dann einmal an Hause vielleicht ein Penalty nahmen sie dort, dann machen sie mal wieder 5 Jahre 3 gehen und all so eine Dinge steht. Damit meine ich nicht, dass Gott Penalties kriegt, aber einmal sagt so, dass der Ball, der moved 3. So, ich will dir mehrere Dinge geben von der, was ich will sagen, das sind Dinge, wo Gott den Ball 10 Jahre wieder moven wird. Oder Gott sein Plan kann sein. Und so Gott moved sein Plan 10 Jahre wieder. Das erste, was Gott den Mond mögt. Vielleicht habe ich da noch niemals gedacht, aber wenn das so ist, was die Bibel sagt, wenn das so ist, dass Gott vorher den Grund von der Welt lehrt, all geplant hat, die durch Christus zu raten, dann hat Gott das all vor sich, dass das ein Mond sein, wenn Jesus wird kommen. Den würde zu luten, als die sind als Mond. Und so als Gott den Mond mögt, dann wird dort so zu sein, das sichtbare Ding, was Gott im Sinn hat, von woher der Mensch wird raten. Durch den Mond. Und so das sei klar, der Schrift merkt, sei klar, dass wir sind durch den Mensch geraten. Na bitte, das mich nicht richtig verstehen. Gott rat uns. Aber Jesus kam aus dem Mond, er lebt aus dem Mond, er starb aus dem Mond. Kriegst es du? Er wie ein Mensch auf dieser Welt. Und dort wird Gott sein Plan, wo er uns raten will. Und so erkennen du aus dem Mond, wie drehen Gott sein Bild so zu sein aus dem Mond. Gott wird durchgestellt aus dem Mond. Ich weiß von der in unserer Welt, du hast alle kranke Ideen. Aber Gott ist ein Mond. Er am Wort vergestellt aus dem Mond. Jesus wie ein Mond, als er hier. Den leitet es, die dort sind. In sein Körper. Und so ist Gott den Mond mögt. Dann wird es so, dass Gott fängt an mit diesem Erlösungsplan und er moved den Ball die ersten 10 Jahre. 1. Mose 1, 26. Und dann sagt Gott, weil wir Menschen merken, die so aus wie sind in uns liegen. Ich hatte never eine gemerkt, zu sagen, die plötzliche Bibel, die hat some Dinge eingemal ein bisschen interessant sagen. Aber das sind 2 Dinge, die ich hier einmal sagen, das falsch. Er sagt, die waren so sein, als wie, und die waren uns liegen. Wir sagen immer, okay, wenn die Bibel sagt, dass wir wollen Gott liegen, das meint nicht, dass wir in uns Körper Gott liegen. Nun hat mein Mind gechanged über dort. Nicht glaube ich einfach, uns sitzt nur Gott. Uns sitzt so Jesus. Und weißt du, wir sagen einmal, dass Jesus den liegend uns, ich glaube, das ist umgedreht. Wir als Männer liegen in Jesus. Wenn ich glaube, in Gott sein Plan, in Gott sein Denken, wie Jesus soll Mond vorher Mond mögen. Wenn die Schrift sagt, vorher die Welt den Grund legt, hat er geplant, durch Christus uns zu erlösen. In der Bibel haben wir 88 Mal, dass Jesus benannt wird aus dem Menschen sehen. Dort wie Jesus sein Lieblingspunkt von sich selbst, er nahm sich viel selbst dem Menschen sehen. Und so haben wir einen Mann, geboren, so ist ein Mann auf dieser Welt, das haben wir. Und so Gott schuf durch Manna. Als Adam und Gott im Garten ging, dann gingen die 2 Männer. Na weißt du, die Bibel sagt uns, dass Adam und Eva sich versinnen, als Gott im Garten ging, ist es wie Keil geworden. Na, ich glaube, dort wie Gott seine Ungewohnheit. Dort wie es Gott schafft. Er ging mit Adam im Garten, sie nahmen die Tiere, sie bekickten die Tiere. Ich glaube, das Vers hat ich einmal gut nicht angelacht, wenn sie some von den Tieren sahen. Haben Sie mal Tiere bekickt? Wenn die nicht leben, dass Gott einen Sense of Humor hat, würde sein, oder dass Gott nicht Spust legt, dann checkt mal die Tiere. Er bekickt die selbst mal. Und so, aber Gott, ich sage es für Gott und Adam. Jesus, weet je, ich habe so Glauben, vielleicht wollte ich noch mal meinen ändern, aber ich habe so Glauben, dass Jesus zweimal aus einem Mensch für seine Geburt. Und so, wenn Adam und Jesus, Adam und Gott im Garten gingen, dann gingen die 2 Männer. Wenn du die hast gesehen, du wirst halt 2 Männer gesehen. Als Gott nur Abraham kam spazieren einen Tag, dann kamen da 3 Männer an. Die Bibel merkt einen Punkt davon. Und Abraham schlagt einen Beißen, er backt Brot, sagt er zu Sarah. Er fordert die, dort wir Männer. Und Abraham redet mit Gott, aus dem Mond. Und so ich glaube, was Gott den Mond mögt. Und vielleicht wie als Mann, das leben einmal mit uns, es ist nicht viel, oder wie
wie Spatzen ans wird abwuffel wie einen. Wat van smaak een trok wie vorne, oder wat grote trek dat is, oder wat smaakt dat alles zitten zo wieder. En zo, Gott checkt nicht so statt an uns non, wie hanen wird, wenn wir sind gemerkt als Gott. Du als Mann hast ein unbeschreiblich großer Wert für Gott, wenn du ein Mann bist. Und du leckst Jesus. Und so Gott mögt ein Mann, und dort wir so zu sein, als er den Ball das erste Mal moven hat. Paulus sagt in Römer 5, er sagt, dass durch ein Mann kein Sinn in der Welt an, und durch ein Mann hat Gott mit dem Sinn gehandelt. In Römer 5, Vers 19. In Jesaja 53, ich will die Verse nicht lesen, wenn Tiz halten, aber in Jesaja 53 von 2, oder ich kann really von 1 wieder lesen. Da habe Jesus sein Lieden beschrieben. Und lang fährt passiert, 700 Jahre fährt passiert, beschreibt Gott, all was wird passieren und was mit Jesus wird sein. Weißt du, wem hat er beschrift? Ein Mann. Das ganze Schreiben handelt sich an einen Mann, und wo ein Mann waren quälen, und wo den Mann nicht schmeckt sind, und wo wir uns von den Mann wegdrehen und so wieder. Und so dass alle beschrieben sind als ein Mann. In einem Vers 1, den Vers will ich lesen. 53, Vers 1 sagt dieses Stück. Wer wird dort auch geglaubt haben, was wir gehört haben? Wer wird dort angesehen haben, dass der Herr das an Hand hat? Was ich will angesehen hier sein, ist, dass das ganze Plan, von dass da würde ein Mann kommen, und den Mann würden sie dort merken, den Mann würden sie kreuzigen. Psalm 22 beschreibt die Kreuzung sehr interessant, lang fährt die Kreuzung auf. Und so Gott hat bestimmt, Gott hat geplant, dass durch den Mann wo die Erlösung kommt. Und da wird ein Mann gequält worden, da wird ein Mann gekreuzigt worden, ein Mann wird sein Blut verjäten. Aber wie ein Mann. Und so erkennen du als Männer, weil wir nicht bloß an uns nun checken, dass wir mit uns essen nicht viel, wenn wir nicht in Deul haben, dann essen wir schon so eine Dinge. Du hassen wird, wenn Gott auf dich merkt, und du leckst arm. In den Körper, und wo du denkst, in uns Wellen, in unsere freie Wellen, was wir haben und so weiter. So wir lecken in Gott. So Gott moved den Ball, als er den Mann mögt. Der zweite denkt, wo Gott sozusagen den Ball 10 Jahre wieder moven hat, wie als er den früh mögt. Je als frühes. Je haben ein wunderbares Geschenk gekriegt von Gott, was keiner von uns Männern hat. Je hat die Fähigkeit von Gott gekriegt, zum Leben in diese Welt zu bringen. Kann man gesagt, oder gehört, dass man dort an uns Männer zu tun hat, mit Kinder zur Welt bringen, dann würden Kinder auf das meiste 2 Kinder haben. Aber wenn wir bad können, Männer und Frühs, dann würden wir auf das meiste 2 Kinder haben. Dann wird erst der Monat haben, dann wird der Früh haben, dann wird es stehen. Aber je als Frühs, je haben eine besondere Kraft von Gott gekriegt. Weißt du, Männer, wir bleiben einmal, wir sind stark, wir haben Muskeln und so wieder, und wir sind doch stark aus einer frühen Bütte, dort kämpft Kinder holen. Und man steht mal wo in der Land mit Kinder am Arm. Und sehen wir das erste Wort auf den Flur legen. Und so, je als Frühs, je haben eine besondere Gabe gekriegt von Gott. Und als Gott die früh mögt, dann mögt Gott den Körper, wodurch ein Baby kann dabei wachsen. Und weißt du, das ist gerade so Wunder, was really ja, wenn man denken, dass ein Baby wächst dabei, ohne Luft, ohne Atem, ohne Checken und so wieder. Und einmal wird es geboren und fängt an zu atmen und zu schreien, und dann ist das ein Mensch. Das will ein Mensch vorher, nicht? Aber ihr weißt, was ich meine. Und so, dann fängt er an zu leben, sagt, was das Leben und so wieder. Und so, das ist ein sehr wunderbares Geschenk, was Gott gegeben hat. Wir haben lange Engel in der Bibel, wo das redet von, dass wir den sehen und den sehen und den sehen. Das sind die Engel, was die noch nicht gelesen haben. Wenn die Spatur kommen, dann skippt ja immer Eva. Aber weißt du, was du sagst? Das redet von Mana, wer den sehen hat, sehen und sehen, hängt jeder ein von den Sehens wie eine Mama. Und das wird diese Mama, was Gott gemerkt hat. Und das wird diese Mama, was Gott gemerkt hat, was wir den Sehen Gottes, den Mann in der Welt anbringen, um uns zu erlösen. In das Sündenfall, in 1. Mose 3, wo Gott mit Adam erst mit Eva mit der Schlange redet, dann sagt Gott das, in Vers 15, du in der Früh wollen jün feindlich sein, und jünen nu kommen, morgen das Wort, jünen nu kommen, wollen sich nicht lieben können. Heu wird die den Kopf verwunden, und du wirst an einen Haken verwunden. Das ist sozusagen das erste Versprechen, dass das wird durch die Früh nu kommen sein, dass da wird einer kommen, was den Teufel wird vernichten.
Aber da wird früher noch kommen. Das ist mir immer sehr interessant, als es ist scheinbar Jesus geboren wird, dann kann Josef die Zeit gut schubhalten. Und so, Gott in der Früh. Das ist sehr interessant. Wo Jesus in dieser Welt ankommt, ich meine, wie ein Mensch, er hat nicht die Sintel in der Tür, das ist ein ganzer Thema für sich kaputt. Aber durch die Früh, durch die aus Früh, und du aus Früh, einmal glaube ich, vielleicht aus Früh ist mit erst Nörschen, wie haben aus Religion die frühes Vierten sehr aufgestapelt. Von der ersten Tag in der Welt, als die Religion really, was früher ein von der wenigsten Wirtschaft, viele verschiedene Religionen in der Welt, das ist ein Ding, was die Welt braucht, ja in unseres Christentum, was sie sagen, wie dann früher so unterdrücken und so weiter. Und wir sind auch einmal schuldig für das. Aber das ist in Wirklichkeit, als das Christentum, was uns früher haben wird gegeben. Und als Jesus auf diese Welt kam, dann hatten früher nicht viel Wert. Aber wenn jemand Jesus in die Geschichte wollen lesen, und wo er mit früher umging, und wo er früher halten sie wieder, das ist ein wunderbares Ding in der Kultur, wo das passiert. Bei uns wird es nicht was Großes sein. Vielleicht nicht, aber bei uns wird es was sehr Großes. Und so Gott möchte früh, und er sagt diese früh, der wird den Messias in die Welt bringen. In Lukas 1,26, in der 6. Monat wird den Engel Gabriel, ein von Gott seine höchste Engel, von Gott nur die Stadt Nazareth in Galiläa nur eine Mial geschickt. Nur eine Mial. Gott möchte früh. Wenn als Gott Adam mögt, dann moved er den Ball wieder. Als Gott die früh mögt, dann moved er den Ball wieder. Ich denke mal ein Studium, Jahren 3, von all den Frühes in der Bibel, was nicht können kennen haben, was in Gott seine Geschichte sind. Das ist ein wunderbares Ding. So aus Sarah zum Beispiel. Gott hat Abraham ein großes Volk versprochen, aber Sarah hat keine Kinder. Und die weiten die Geschichte. Rebecca, Isaac seine Früh, kann ich Kinder haben. Rachel, Jakob seine Früh, kann ich Kinder haben. Samson seine Mama, ein von den Rechter. Elisabeth, Johannes seine Mama. Und so wieder noch some andere. Aber das sind alles Frühes, was eine große Rolle spielen in Gott seine Geschichte, von woher den Ball wieder moven hat. Und alle von diesen Frühes haben ein Wunder Gottes in sich, als sie bereits ein Baby haben. Und so Gott hat uns Frühes gemerkt, mit einem unbeschreiblich großen Wert. Und die kann Leben in diese Welt bringen. Und so, dass wir eine Mial, dass wir eine Früh, wem Gott mit seinen Engeln sozusagen handkommen sei, die hat Gott gemerkt, um die Welt den Messias zu bringen. Und sag mal, die das Frühes und das Miales, bloß einfach sagen, die haben für Gott seine Augen in unbeschreiblich großer Wert. Die sind da, wem Gott gebraucht hat, um diese Welt bevölkern zu sein. Wie viele Kinder würde ich geben ohne Frühes? Ich sehe nicht alle, die würden am meisten 2 haben. Und so, alle Menschen, immer wenn die Bibel redet von, in Matthäus Kapitel 1, da redet von Jesus die Zukunftschaft. Du hast eine Mom, du hast eine Früh, du hast eine Mama hängen, jeder ein von den Nomen wird abgenannt. Some von dort sind eben Frühes, was sie da abnehmen. Und so Gott, er moved den Ball. Er moved seinen Plan. Er hat einen Plan. Und so, wenn es so ist, was die Bibel sagt, dass vorher die Welt in Grund liegt, dann hat Gott all geplant, einen Mann zu merken. Und der würde so sagen, dass Jesus, der Messias, Gott hat geplant, eine Früh zu merken, der würde den Messias in die Welt bringen und der würde alle anderen Menschen in die Welt bringen. Aber Gott hat uns wunderbar gemerkt. So, nächstes Mal, wenn du einen Spiegel checkst, dann dank Gott für den Plan, was er hat, dass du eine Früh bist, dass du ein Mann bist. So hat Gott das geplant. Das dritte Mal kann wir sagen, was Gott den Ball moven hat, das ist ein Volk mögt. Gott raubt Abraham und durch Abraham ein Volk. Er sagt, so steht in 1. Mose 12, Vers 1, der Herr sagt zu Abraham, verlot den Land, den Lied, und den Vater sein Haus und go noch ein Land, das ich die wiesen war. Ich war von dir ein großes Volk merken, und ich war die sehnen, ich war die Nomen weit bekannt merken, und du warst ein Sehen sein. Und wir wissen die Geschichte von Abraham, Gott sagt, ich war die Sehnen. Und Luther sagt Paulus, dass das Sehen, was Gott Abraham verspricht, dass die ganze Welt, wo durch ihn gesehen worden, dort wird der Messias. In Galater 3, Vers 16. Er sagt, was Abraham versprechen wir verarmen sie nur kommen. Dort sage ich nicht, in seine nur kommen, nicht an viele, bloß an einem. Und der eine ist Christus. Was Paulus hier will sagen, das ist nicht, dass Gott nicht in der Kinder versprechen wir, aber dass durch das Volk wird einer kommen.
En die wil de mensen het erlezen. En die ene, dat is Jezus Christus. En zo Paulus die twee doen de hand, dat verspreken wat God Abraham gaf, 2000 jaar ver passiert. Geeft God Abraham al een verspreken en God houdt dat verspreken. Daar hebben we nächstes Jahr nog checken. Maar God geeft een verspreken. En dat verspreken had te doen met de Messias. En zo God roept een volk. En weet je, dat is interessant. Mijn Lieblingsgeschichte in de ganze Bibel is de geschichte van Israël. En wo God het volk berukken deed. En wo rebellisch de verken waren. En wo funnig. En zo wieder. Maar God berukt het volk. En hij buurt het volk. En zo God moved in bal waar weer als hij aan dat gezaad geeft. Nou weet je, dat gezaad geeft God aan zum eind zo te zijn tussen tiening houden. Zum eind op een wach houden. Zum eind leren wer is God. En wo leeft een volk Gottes. En wegen durch dit volk zal de Messias komen. Nou weet je, wie wonderen aan je mal, wo ze al die eten gezaten, wo ze al die opfer gezaten, like wanneer de eerste 5 beker van Moses lezen is in het Oude Testament, dat is plus gezaad, wat is de punt? Ik geloof, de punt is dat God wil een volk merken, wat uit een heidentum kwam. Abraham kwam really van een afjettische hintergrund. En zo, hij wil een volk bouwen, en dit volk zal am Kern leren. Dit volk zal leren am aan te beden. En dit volk zal leren wo voor God te leven en wer God is. En durch dit volk wil God de wereld zijn. Eerstens durch ihr beeld, maar besonders durch de Messias. En zo God geeft dit volk in gezaad en hij moved in bal waar wieder. Dat nächste ding kunnen we zeggen, God geeft dat in bal waar wieder moven als hij een bloot geeft voor de erlösung. In 1 Mose 12:13, dat bloot aan jullie hiezen wordt een teken zijn, wo je woont. Wanneer ik dat bloot zei, waar ik bij je voorbij gaan. Geen verdorven wordt manchen kom, wanneer ik met mijn stroof over Egypten kom. En zo God geeft je het bloot. Ze slachten een lam en ze smerden dat bloot onder deren aan. Maar weet je, dit dient al nog aan wat Jezus aan Christus wil doen. En dat zijn bloot van der je in die zin staat. Ik had een stitbeeld. In Hebreeënbrief vingen we dat Jezus ging durch den himmlische Himmel, den Tempel, om ons een eeuwige erlösung te te schaffen. En hij ging met zijn ene bloot. De Bibel maakt een schrift van, een punt van, hij ging niet met kozenbloot, of schoepsbloot, met zijn ene bloot. Weet je wat? Ik heb zo'n beeld gesteld. In den himmlische Tempel, daar staat je zijn bloot. En wanneer du zingen das, als een kind Gottes, dan is dat bloot door jij in die zin. Weet je, dat is een interessante thema. Een dag wil ik nog mal een beetje dieper in dat thema nagroeven, wat passiert, wanneer een kind Gottes zingen dat. Wenn some van jullie hebben angst, wanneer je bij worden verzingen en waar je verloren gaan in die tijd, wanneer je niet nog kan bekennen en zo'n dingen. Maar weet je, wanneer we in Christus zijn, dan staat zijn bloot voor alle eeuwigheid jij in die zin. En je zal me niet hard verstaan. Ik meine damit nicht, wie kann blickgeldig in Sinn leben wieder. Aber das Blut. Als Gott das Blut mögt und als Gott das Volk Israel das Blut gibt, dann wird er den Ball zu sein wieder moven und sein, durch das Blut von mein Sehen, das Lamm Gottes, wird ihr erlösen. Und so Gott, er gibt das Blut. Noch ein Ding, was Gott hat, wo wir können sein, hat er den Ball wieder moven, als er gibt einen Anbetungsplan. Wir haben gerade ein paar Botschaften gehört von Anbeten, Worship. Und weißt du, im Alten Testament, Gott schreibt Israel vor in Einzelheiten, von wo sie an sollen anbeten. Und so, er gibt das Blut wieder machen, wo ich al von rede. Er gibt ein Haus zum Anbeten. Und er sagt, in Krak, wo sie das Haus sollen bauen. Und das ist nicht bloß, dass Gott so denkt, oh, dieses Lied fehlt ein Haus wieder. Weil wir dann denken, dass Gott moved seinen Plan wieder. Jeder denkt, was da passiert. Jeder gesagt, was er gibt. Jeder Haus, was da gebaut wird. Oder die Stifte, die Luther, der Tempel. Dort hat man Gott seinen Plan zu tun. Und so, er moved in Bolse zu sein wieder. Wenn er hat das Game zu gewinnen. Psalm 132, Vers 7. Weil wir nur seinen Wohnplatz gehen und am für seine Voetbank anbeten. Und so Gott gibt Israel ein Haus. Und in dat Haus leert hij het aanbidden. Hij leert het de zinden veranbrengen. Hij leert het dat bloot geven voor de zin. En zo dat alles in God zijn plan.
Gott, zoals ik eerst al zei, hij geeft je de reinigingsgesetz, wenn er wil het volk soll rein blijven, dat zal apart blijven, wenn durch het volk wo de Messias komt. Dat is niet bloß, dat Gott so denkt, oh, diese Menschen, die sollen nicht dort und dort sollen nicht eten. Aber das hat zu tun mit dem Messias. Maar wenn man denkt, Gott hat einen Plan, durch das Volk kommt der Messias. Und du hast ihn some von diesen Gesetzen zum apart holen und reinholen sozusagen. Und er gibt die Reinigungsgesetzen. Das spielt eine große Rolle in der Kirche, wenn die Heiden haben das nicht und so weiter. Und so, Gott gibt uns diese Dinge, wenn er moves seinen Plan wieder. Gott gibt uns sein Wort. Das ist sehr interessant. Das Alte Testament wie vor Jesus kam. Und weet je, dat is interessant, dat in das Alte Testament sind viele Prophezeiungen. Ich kijk een beetje naar en dat niet, Menschen sind nicht 100% einig, aber so wie 41 Prophezeiungen, wat direkt mit dem Messias zu tun haben. Und so dat wordt alle gedaan voor de Messias kommt, wenn Gott hat einen Plan. Und er dreht nicht bloß in Wille Wind rum. Er hat einen Plan mit was er will. In Galater 4, Vers 4, da sagt Paulus, aber aus der Zeit ist gekommen wir. Schickt Gott sein Sehen, geboren von einer Frau, in unser das Gesetz gestellt. Das sind 4 Punkte in das Vers, von was ich geredet habe. Das sagt, was der Zeit ist, erfüllt wir. Weet je, das sagt so viel, dass Gott hat einen Plan. Und Gott hat eine Zeit. Ich denke mal, mit dem Studium haben wir gepredigt an der Thema von, wo Gott die Welt reiten möchte für den Messias. Vielleicht denkt noch mal ein Tag die Botschaft hier, aber das ist mir sehr, sehr interessant, wo die Welt, als Jesus geboren wird, wo die Dinge sozusagen taub kommen und wo die Welt bei einmal reiten wird. Weet je, dass Paulus kann rumreisen in so eine Karte Zeit, um das Evangelium verkündigen, hat zu tun mit, dass die Welt wieder reitet für dort. Sie hat ein Schäbgebiet, sie hat ein Wehrgebiet, die römische Regierung hat Frieden gemerkt, war natürlich ein bemusster Frieden und so weiter. Aber doch die Welt, die wir in vielen Hinsichten nach einer Reise gemerkt, aus der Zeit erfällt wir. Gott hat einen Plan. Und wenn ihr einmal ans Leben, wir wundern, wo sind wir? Wir wären meistens ein bisschen so Rahmang, Trouble und wir wissen nicht mehr, wo wir sind. Aber wenn wir dann denken, dass Gott hat einen Plan, und aus der Zeit erfällt wir, dann checkt Gott sein Sehen. So, da wir eine Zeit bestimmt von Gott. Das Vers redet von einem Mond. Checkt Gott sein Sehen. Und so redet erst von einem Mond. Gott möchte einen Mond, und der Mond, der wird an der Leser, der kommt aus dem Mond an der Leser. Der dritte denkt, was wir hier finden, ist die Früh, geboren von einer Früh. So als die Zeit erfällt wir. Checkt Gott sein Sehen, geboren von einer Früh. Und das wies nur das Anbetungsplan. Er wird unter das Gesetz getan. Und so wie sein in das Vers, Gott sein Plan, wird wieder moven hat. Und wo er den Erlöser in diese Welt anbracht. Und in 1940, dann sah der dann Präsident in den Staaten, Franklin Roosevelt, er sagt, ich habe ihm dort gesagt, und ich sage ihm dort noch einmal, dass wir waren nicht unsere jungen Männer, eben Wutterschatten in einer anderen Welt, zum Durchhalten. 3 Monate wieder waren Dutzende junge Männer nach Europa geschickt, wo sie starben im Zweiten Weltkrieg. Und in 1964, 2 Jahre nachdem ich geboren bin, kann ich nicht fegen, wollte ich sehen. Und in 1964 sah dann Präsident Lyndon Johnson, wir waren nicht unsere amerikanischen Jungs nur Asien schicken, zum tun, was die Asien-Jungs selbst machen. Ein Monat wieder schickten sie 1000 junge Männer nach Vietnam und die starben dort, die kamen in den Dosentrieb. Wir haben in den Staaten nie gewählter Präsident Donald Trump. Some von ihnen sind dafür, some nicht, weil wir nicht in dort gehen. Aber die haben viele Dinge versprochen. Was sie tun? Und das ist die große Frage nu. Wollen wir holen, wollen wir nicht holen? Und so die Medien in den Staaten, die kicken auf seine Hände, die kicken, jeder denkt, was er tut, okay, haben sie ihn versprochen geholt oder nicht? Und welche Lied, ich und du, wir sind all vielmal getestet worden in das Leben von Versprechen, was Menschen gemerkt haben und das nicht geholt haben. Und einmal, ich finde immer wieder manche Menschen, du hast ein bisschen diese Angst, uns Gott ganz Hand zu geben, wenn die Wort sein Versprechen nicht holen. Ich habe ihnen einmal gesagt, ich sie ohne Papa abgewaschen. Meine Papa, wie so, der verspricht alle Hand und hält das never.
En ik kan mijn leven muss schaffen met dit in die kamp dat ik wordt God vertrouwen. Because hij is mijn voeder. En een voeder is zo'n wat verspreekt en niet houdt. En dat is een kampje was voor mij. Some van jullie kampen deze kamp. En ik wens dat durch diese 3 Botschaften, wo wir ein bisschen checken, nur Gott sind Versprechen. Von der auch heute Botschaft, Gott dürfen Versprechen. Na, ich kann in viele Versen lesen, durch das ganze Alte Testament, wo Gott verspricht. Nächste Sinn, ich habe ein bisschen alle noch das checken. Aber wo Gott verspricht, den Messias zu bringen und so weiter. Und das fällt Lüd. Und weißt du, ich denke einmal, da sind 400 Jahre zwischen dem Alten und Neuen Testament, die nahen wie in Geschichte, die 400 Stelle Jahre. Die 400 Jahre hat Israel kein Prophet, dass wir so Gott wie an Holidays, Gott wie still. Vielleicht fällst du dieses dort. Gott ist still in mein Leben. Und wenn du sind Dinge in mein Leben, die gehen arg und so weiter. Wir haben morgen ein Begräbnis gewesen und da werden viele Menschen, die beten für das Bruder, dass Gott ihn wird heilen von seinen Kräften, nicht so gestorben, dann werden wir den begraben. Diese letzte Weg schlug 2 Männer dort in Seminole, some von uns sind Freundschaft mit dir, aber mit einem Krach sind doch Familien ohne eine Papa. Und weißt du, wie fingen uns nicht traurig mit diesen Dingen in dieser Welt. Ich kann Menschen, die sagen, ich glaube nicht mehr an Gott, wegen Gott, wenn er allmächtig ist und ein guter Gott ist, dann würde er nicht tun. Und viele Menschen geben ab mit Gott, wegen alle Hand so eine Dinge. Und wie kann das Bild nicht ganz sein? Und ich will Ihnen von der Mut merken, dass Gott ist nicht ein Präsident, der alle Hand versprechen und Luther nicht hält. Hörst, was Gott sagt in 4. Mose 23, 19. Gott ist nicht ein Mensch, der dort liegen wird. Oder das Sehen von einem Mensch, dass er seine Meinung ändert. Soll er was sagen und dort nicht tun? Soll er was reden und sich dort nicht holen? Und so der Punkt ist, dass Gott hält sein Versprechen. Na, vielleicht fällt sich das nicht so in dein Leben. Aber ich glaube von dir, dass wenn wir glauben, dass Gott halt nicht sein Versprechen, oder dass wir sind getäuscht in Gott und so weiter, dann liegt er an uns nicht an Arm. Aber weißt du, einmal gerührt wir uns versagt, dass er mir an Gott getäuscht werden, dort wird ja was soll unheilig sein, oder so macht wir nicht reden und so weiter. Und dann drehen wir das in uns mit, und wir sind tauen, wie euren uns wirklich abstellen, über Gott, wenn wir haben so schreckliche Gebet von denken, Gott hat nichts getan. So folgen wir uns innerlich einmal. Und ich will Ihnen von dir sagen, Gott hat einen Plan. Und weißt du, wir sind von Paradies nach Paradies, durchwaschen ist das Game. Durchwaschen ist der Kampf. Durchwaschen kämpfen wir mit uns Fleisch, wir kämpfen mit dem Teufel. Aber wenn wir sicher sind, weißt du, Gott hat all gewonnen. Ich dachte, das ist ein bisschen ein Footballteam. Ich kann ja mal ein Sportsteam, nicht bloß Football, aber Sportsteams, die sind interessant. Und so, wenn man sagt Football, der eine Team dort ist all 31 Punkte vorab und du sind noch 2 Minuten zum Spielen. Jeder Mensch weiß, dass basically unmöglich für das Team noch gewinnen, aber die spielen mit ihr ganz hart. Die geben alles Hand, was der letzte Sekunde, wenn sie gut weiten, dass sie wollen verspielen. So ist es ein Bett mit dem Leben. Gott hat voll gewonnen. Die Bibel sagt klar, der Teufel ist all überwunden. Aber wir spielen noch, wenn wir sind noch nicht in der letzten Inning, sozusagen. Wir sind noch nicht, das Game ist noch nicht fertig. Aber der Tag kommt. Gott hat einen Plan. Gott hat eine Ewigkeit. Wir wollen noch nicht checken in der 3. Botschaft besonders. Aber wenn wir nicht abgeben an Gott, hast du dich an Gott getäuscht, dann kommt von der Trainer Gott und sagt, weißt du Gott, ich kann das Bild nicht ganz verstehen, ich kann verstehen, ich sehe noch in das Game, ich kann nicht alles sein, mir setzt der Ball, das Dreh gemoved in mein Leben, wo sehe ich Gott, aber ich vertraue dich. Wenn wir von Frischen sein, ich vertraue Gott. Vielleicht kann ich nicht alles topstellen, das Leben. Ich kann auch nicht alles topstellen, das Leben. Aber wenn wir uns an Gott holen, er hat gewonnen. Und Gott wird sein Mind niemals ändern, dass er bei ihm wird sagen, oh ne, sorry, ich habe doch verspielt. Ich würde fragen, dass ihr abstehen. Wo immer du bist von dir, wenn wir bloß abstellen, nur Gott kommen, weil wir sagen, weißt du Gott, ich kann mir ein bisschen euer über die, ich kann mir getäuscht an die, ich kann es nicht alle verstehen, aber von der will ich von Frischen sein, weißt du Gott, ich vertraue die.
En weet je, een van de dingen in de Bibel, wanneer we reden van bewijzen dat de Bibel Gott zijn woord is, een van de dingen wat we doen is, we kijken naar wat we naar een innerlijke bewijs, internal, ja, is met woordvach, evidence. En zo, we kijken nu in de Bibel en kijken naar de profetieën, honderden profetieën, wat buchstäblich in Erfüllung ging in Christus. En weet je wat? Die profetieën dat Jezus terugkomt, dat du wordt geraad worden van die trubbel en alles, die wordt in Erfüllung gaan. We hebben Gott vertrouwen.